Moin Leute, zuerst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und jetzt der legendäre Steak-Skandal von Hamburg. Dieser Vergleich war natürlich ein Witz, aber wir müssen das Ganze investigativ und journalistisch aufarbeiten. Und bevor jetzt irgendwelche Leute kommentieren, oh, dieses Video ist wie Ludwig, ich mache dieses Video in diesem Stil mit diesen Tabs, weil es einfach passt. Und ich werde in diesem Video erklären, was passiert ist und aufklären, wer nicht bezahlt hat, denn ich habe eine kleine Paint-Darstellung gemacht mit allen Personen. Ich habe Informationen, die ihr nicht habt. Deshalb würde ich sagen, rein ins Video. Was für ein dummes Video. Auf jeden Fall, für die Leute, die nicht mitbekommen haben, was passiert ist. Vor ein paar Tagen war das Red Bull Game Boy Royale Event in Hamburg. Das war so ein Dodgeball-Event. Sehr, sehr geiles Event, by the way. Grüße gehen raus an mein Team Revi. Wir haben das Ding gerockt. Danach haben wir gedacht, yo komm, wir gehen essen. Ich glaube, es war die Idee von InScope und so. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall wollten wir essen gehen. Es wurden dann immer mehr Leute und dann gingen wir in ein Steakhouse. Es war relativ spät. So um 10 Uhr kamen wir da an. Die Küche schließte, glaube ich, um 10 Uhr oder so. Und dann hat der Koch gesagt, yo, wenn ihr noch bestellen wollt, dann müsst ihr alle das Gleiche bestellen. Dann hat Marc gesagt, okay, komm, scheiß drauf. Wir bestellen einfach 50 Steaks für circa, ich denke 38 Personen waren es, circa. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber komm, wir bestellen einfach 50 Steaks. Haben wir gemacht. Und was passiert, wenn man mit so vielen Leuten essen geht und alle das Essen einzeln bezahlen? Obviously, es bleibt was übrig. Eli war der Letzte, er war an der Kasse und dann ist das hier passiert. Sagt der Typ so zu mir, seid ihr die Letzten? Ich so, ja. Er sagt so, ja na gut, hier sind noch 15 Steaks offen. Wie? 15 Steaks? Wir hatten 5. Ein Steak, by the way, kostete, glaube ich, 50 Euro, also war nicht günstig. Also, nee, hier sind noch 15 Steaks, ein paar Beilagen, ein paar Getränke sind hier noch offen. Ich sag so, okay, wie viel ist es denn? Er sagt, 1500 Euro sind noch offen. Ich so, Digga, wie? Oder wie man in der Schweiz sagt, halber Tageslohn. Wie 1500 Euro? Er sagt so, ja, also es tut mir leid und so, hier sind noch 1500 Euro offen. Da meinte er so, soll ich die anrufen, dass sie herkommt? Ich so, nein, so scheiß drauf, aber was ist da? Habe ich mir das so angeguckt? Digga, da haben 10 Leute ihr Steak nicht bezahlt. Und das, weißt du, es kann ja passieren, meine Pommes, ja, oder meine Cola nicht anzugeben, so, das vergisst du. Digga, da gab's Sachen, da gab einfach 10 Leute, haben einfach ihr Steak nicht bezahlt. Da haben ganz viele ihre, keine Ahnung, manche hatten auch irgendwie Pommes oder Vorspeise oder weiß nicht was. Okay, dieses Video hat das ganze Thema so ein bisschen breit bekannt gemacht. Ich glaube, Eli hatte das auch in seinem Vlog drin, zeige ich nachher noch, aber dieser Clip auf TikTok hat das ganze Thema irgendwie so bekannt gemacht. Ich habe es auch durch dieses Video erst mitbekommen, aber abgesehen, dass Ron Bilecki diese 1500 Euro einfach pissen würde, hat es natürlich absolut gekracht und Leute haben unter diesem TikTok kommentiert, Phoebe war wieder mal da, wo Hype ist, aber zahlen tut die nicht und locker dieser Adi Toro und so weiter mit 6000 Likes. Und durch diesen Kommentar bin ich ein bisschen in dieses Thema reingeraten, weil, und das sage ich ganz ehrlich, hat es irgendwie mein Ego ein bisschen getriggert, dass Leute das einfach irgendwie so kommentieren. Erstens heißt der Random User und Adi Toro, der kann meinen Namen nicht mehr richtig ausschreiben, aber ist natürlich dumm, wenn einfach irgendwelche random Namen in den Raum geworfen werden. Phoebe hat dann darauf geantwortet, ich war nicht mal dort essen und ich esse nicht mal Fleisch. Also komplett dumm. Die war nicht mal da, die isst nicht mal Fleisch. Von dem her komplett dumm, dass irgendwelche Namen in den Raum geworfen wurden, aber so sah das Ganze dann vor Ort aus bei Eli, dass er das, als er das realisiert hatte. Kracht, halte ich auch fest, mega Pumpe. Wir sind die Letzten gewesen, jeder sollte einzeln zahlen. Unsere Rechnung hat so 500 gekostet. Wie viel ist übrig geblieben mit meiner und deren Rechnung? Und was ich bezahlt habe? 1000. 1500 Euro waren hier noch offen und wir haben vielleicht unser Tisch, wir waren zu 5, hat vielleicht so 500 gekostet. Ihr seid Arschgesichter, wenn ihr das seht, die nicht ihre Preise angegeben haben. Sag es nochmal. Du bist auch in der Tat der Einzige, dessen Videos ich geguckt habe. Sehr gut, alle anderen hier Quatsch gewesen. Hey. Ich war auch da und ich mache ab und zu auch sehr, sehr coole Videos auf dieser Plattform. So sah das auf jeden Fall aus und danach hat's gekracht. Alle haben sich auf Twitter gemeldet, alle haben gesagt, oder viele Leute haben den Beleg gepostet, viele haben was dazu gesagt, zum Beispiel Amar. Der hat geschrieben, wenn Leute sich immer einzecken auf freundlich tun, aber dann die Rechnung immer dodgen, dann sind das Opfer, egal wie viel oder wenig man verdient, dann geh nicht aus, wenn du kein Geld hast. Habe ich früher nicht anders gemacht, war 2 Wochen immer zu Hause, weil ich kein Geld hatte.
Mich hat das Ganze auch getriggert, weil der eine Kommentar 6000 Likes hat und ich habe mir dann so gedacht, hat irgendjemand meinen Namen erwähnt oder weiß ich was. Auf jeden Fall habe ich dann auch einen Tweet abgesetzt, der, muss ich sagen, schon ein bisschen toxisch auch war, aber irgendwie im Moment und so hat mich das Ganze ein bisschen getriggert. Ich habe geschrieben, um kurz ein Wort zu diesem Thema zu verlieren. Finde es auch sehr wack, wenn Leute das Essen nicht bezahlen, wenn dann aber Leute sowas kommentieren, kratzt das dann noch ein bisschen mehr an mir. Hier ist dieser Kommentar unten. Sowohl Hanna, Milo und ich haben alles bezahlt, plus noch mehrere Beilagen. Weiß nicht, wer das in dem Stream gesagt hat oder ob Leute einfach davon ausgehen, dass TikToker ihre Rechnungen nicht bezahlen. Geht mir hier gar nicht ums Geld, aber trotzdem scheiße, wenn einfach gegen einen geschossen wird, ohne irgendeinen Grund. Geht auch nicht nur um mich, geht zum Beispiel auch um Phoebe, die zum Beispiel nicht mal da war, aber Leute denken, dass sie nicht bezahlt hat. Unten, by the way, noch der Screenshot für die Leute, die es nicht glauben. Kussi und einen schönen Tag. Ich habe den Tweet gar nicht eingeblendet. Hier ist der Tweet, lul. Genau, hier ist der Beleg, 75 Franken, das sind 76 Euro habe ich bezahlt, ist also nicht günstig. Und Hanky, auch ein Streamer, den kennt ihr wahrscheinlich, der hat dann gepostet, einmal zur Steakhouse-Thematik von meiner Seite aus. AJ, das ist, glaube ich, ein Kollege von Unsympathisch, glaube ich. Der war dort, AJ hat für uns übernommen. Wer auch immer da einfach durchgezogen ist, sehr uncool, hoffe, das klärt sich noch alles, waren sehr dabei und sehr unübersichtlich, maybe vielleicht nicht mal böswillig. So. Und jetzt müssen wir das Ganze aufklären. Denn ich habe das ganze Restaurant, wie wir dort gesessen sind, in Paint nachgezeichnet. Ich habe mehrere Leute gefragt, ich habe Niki gefragt, ich habe Alvaro, der Geschäftspartner von Trimax, gefragt, Revi habe ich gefragt und ich habe so mal das, was wir wussten, hinbekommen. Die X sind Leute, die ich nicht kenne. Okay, wir haben 50 Steaks bestellt. Wir waren circa 38 Leute. Okay, ganz kurzer Einschub. Ich habe da eine Fehlinformation in meinem Investigativjournalismus drin. Es sind nicht 50 Steaks, es waren tatsächlich nur 35 Steaks. Ich dachte, wir haben 35 Steaks bestellt und dann sind die Leute nachbekommen und dann haben wir nochmal 15 bestellt. Habe ich irgendwo gehört. Aber anscheinend hat mir Niki gerade gesagt, waren das nur 35 Steaks. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht nochmal nachbestellt haben, weil wir schon 2 oder 3 Mal nachbestellt haben. Und weil es dann auch nicht mehr ging. Und dann werden die paar Steaks ja auch später gekommen als die anderen. Aber die erste Bestellung war zu 1000% 35. Da hat Marc ja auch versteigert. 35, wer bietet mehr und so. Ja, auch dem besten Investigativjournalisten können mal Fehler passieren. Behaltet es im Kopf für den Rest vom Video. Und das war die Sitzordnung. Und ich werde jetzt Leute für Leute durchgehen und gucken, wer bezahlt hat. Tisch Eli wurde von Eli bezahlt. All diese Leute sind raus. Können wir grün machen. Zap, zarab. Dann Milo hat bezahlt. Vor Milo hat Stylers bezahlt. Das hat Milo mir auf WhatsApp geschrieben. Leon, das ist der Fotograf, der immer so geile Bilder macht bei den ganzen Events, hat auch bezahlt. Revi hat für den ganzen Tisch hier bezahlt. Das heißt, die haben auch bezahlt. AJ Avenue hat eben diese, wo sind sie? Diese 650 Euro bezahlt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, der hat weil die hier beieinander saßen und Hanky hat es gepostet, für Hanky bezahlt, für sich selber bezahlt, höchstwahrscheinlich für Murat bezahlt und für diese Person hier bezahlt. Ich weiß nicht, ob Nova und die Person X hier noch dabei sind, kann aber sein. Dann, Hanna hat bezahlt, die hat vor mir bezahlt. Ich habe bezahlt. Carsten, weiß ich nicht, ob er bezahlt hat. Adam, Skyland TV, weiß ich auch nicht, ob er bezahlt hat. Dena, weiß ich auch nicht, ob er bezahlt hat, aber es ist Dena, nicer Dude, deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass er bezahlt hat. Dann gibt's hier noch einen Tisch von Tom und Yannick, die sind, glaube ich, von Rabona, dem Management von Eli. Weiß ich nicht, ob die bezahlt haben. Alvaro, der Geschäftspartner von Trimax und Amar, der hat für Alexa, Nico und Marc bezahlt. Genau. Das sind die Leute, bei denen ich fix weiß, dass gezahlt wurde. Nico Pilger und Phil. Spendi ist früher abgehauen, weil der müde war. Ich weiß nicht, ob er bezahlt hat. Und die Personen hier, die gehören, glaube ich, zum Management von Unsympathisch und so. Genau, bei denen weiß ich auch nicht, wer bezahlt hat. Es gibt nochmal ein Update. Ich saß hier gerade am PC und habe von Spendi eine Nachricht bekommen, dass Pilger und Phil, die dort neben ihm saßen, bezahlt haben. Okay? Die haben bezahlt. Deshalb fein raus. Und dieser Tisch hier unten, weiß ich leider nicht, wer dort saß und weiß ich deshalb auch nicht, wer bezahlt hat. Es gibt nochmal ein Update, ein großes Update und jetzt wird's spannend. Es sind einige Dinge passiert. Wir haben es jetzt hier 12:55 Uhr. In einer Stunde geht dieses Video online. Ich habe ja vorher schon gesagt, Phil und Nico Pilger hat Spendi gedeckt. Die haben bezahlt. Jetzt hat Nova getweetet, wer von euch hat das gratis Steak reingezogen? Das heißt, ich gehe davon aus, Nova hat bezahlt und ihre Begleitung. Dann habe ich noch mitbekommen, dass Eli, also Eligella, für Tom und Yannick bezahlt haben. Die beiden sind ja von Rabona, vom Management. Und anscheinend hat er für die beiden bezahlt. Ist das, was ich mitbekommen habe.
Ist jetzt nicht fix, aber ist das, was ich mitbekommen habe. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wir leaken WhatsApp-Chats, beziehungsweise ist einfach ein Screenshot von Niki, der hat mir das vorher geschrieben. Holy shit, Carsten hat bezahlt nach Marc und hinter ihm hat Adam bezahlt. Nochmal 2 weniger auf der Liste. Der Kreis wird enger. Was bedeutet, Adam hat bezahlt, also Skyline TV, und Carsten ist auch raus. Das ist der Stand der Dinge. Hier sind es nur 35 Stakes. Das heißt, immer wenn ich von 50 Stakes oder so rede, ignoriert es. Das ist der Stand der Dinge. Wir haben diese Person und wir haben diesen Tisch. Alle anderen sind meiner Meinung nach und meiner Recherchen zufolge raus und haben bezahlt. Das ist der Stand der Dinge. Auf Twitter geht's rund. Hier gibt's schon auf Lock Homes die geklauten Stakes. Digga, what the fuck. Und bei Nova das hier. So, das ist kann ich reden. Das ist der Stand der Dinge. Weiter geht's. Wenn die Leute zuschauen, die jetzt hier drin sind und nicht bezahlt haben oder irgendetwas wissen, schreibt's in die Kommentare oder schreibt mir, dann werde ich einen Teil 2 machen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ein ganz kurzes Fazit von mir. Ich denke, am Ende des Tages, glaube ich, war dieses TikTok hier, dieses hier, Influencer bezahlen ihr Essen nicht, war diesen Titel hier grundsätzlich falsch. Weil, wie wir hier auf Paint sehen, wir waren 38 Leute, wir haben 50 Steaks bestellt und 15 Steaks wurden nicht bezahlt. Beziehungsweise 5 von diesen Steaks waren von Eli, das heißt 10 Steaks wurden nicht bezahlt. Jemand hat sich geoutet, den kann ich auch mal rot machen einfach, Niki, Digga, der Bruder von Trimax, ist einfach abgehauen, der hat nicht bezahlt. Finde ich aber geil, dass er es gesagt hat und er hat sich bei Eli entschuldigt und er war drunk. So, das ist so die Ausrede. Mein Fazit zu der ganzen Sache. Grundsätzlich würde ich sagen, hat niemand böswillig gehandelt. Wenn du mit 40 Personen essen gehst, dann ist es logisch, dass was übrig bleibt, dass so viel übrig bleibt, ist scheiße, ist richtig scheiße für Eli. Aber ich glaube, dass diese 15 Steaks einfach diese 10 Steaks sind, die zu viel bestellt wurden, weil wir zu viele Leute waren und Marc dann einfach gesagt hat, oder ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ey Digga, lass mal 50 Steaks bestellen. Bedeutet, irgendjemand hat vielleicht noch ein Biss von einem anderen Steak genommen, das so in der Mitte lag und sich dann beim Bezahlen gedacht, ja Digga, das bezahle ich ja nicht, weil ich habe nur ein Steak bezahlt. Das ist meine Theorie. Das, denke ich, war's. Wenn ihr was wisst, schreibt's in die Kommentare. Wir werden herausfinden, wer nicht bezahlt hat. Ich will diesen Fall auflösen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spannende Fälle mit Adi Totoro. Tschüss. Achso, und für die Leute, die jetzt denken, boah, der meint das so krass ernst und so. Ich find's ein funny Thema. Find's funny, das aufzubereiten. Deshalb zahlt eure Steaks, sonst landet ihr in diesem Video. Oder irgendwie so, scheiß drauf.